Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ah, Leute, jetzt ist es doch noch soweit. Ne? Nachdem letzte Woche das ein wenig für Unmut gesorgt hatte, dass die Kollegen, die hier diesen Kanal betreiben, ihr Freundinnen aus Denken, erstmal nur einen Teaser gemacht haben, die Leute heiß machen und so weiter und so fort, ist jetzt der erste 3 Stunden Mitschnitt veröffentlicht worden. Neuestes Discord-Met. Ich habe es mir selber noch nicht angehört. Das ist jetzt der zweite Versuch, das aufzunehmen, weil ich festgestellt habe, die ersten circa 2 Minuten sind bloß Bullshit, weil der gute Rainer mal wieder zu deppert war, dass er sein Mikro anständig einstellt. So, also man hat nichts verstanden und es geht wohl irgendwie um seine Bücher. Und schauen wir mal. Ich wollte es auch eigentlich am Wochenende schon machen, aber ich war am Samstag auf dem Geburtstag eingeladen. Und am Sonntag war er dann einfach so auf Couch gepolt. Also mal so. Genau. Nein, ich war nicht auf Reiners Geburtstag am Wochenende. Dementsprechend hockt's euch her, Sammermehrer, reißt's euch eine Häube auf. Wir gingen einer in Rainer. Also, dann noch mal von vorne. Ich sagte, die Bücher, die ich schreibe, Die Bücher, die du schreibst, sind grundlegend widerlich. Immer gewesen. jetzt habe ich meinen Controller davon liegen gelassen. Was hast du wo liegen lassen? Keine Ahnung, du hast den letzten Rest deiner Würde irgendwann einmal liegen lassen, aber das ist schon ganz lang her. Ich sagte, die Bücher, die ich schreibe, also 2 von denen, die ich in meinem Blog da erwähnt habe, den neuen, wo ich die Ja, das war jetzt hier die große neue Qualitätsoffensive. War das nicht so, dass er das angekündigt hat? Im Sommer 2025 startet er durch und dann kommen Bücher und Klump und Zeug. Ich kann den Bildschirm schon einmal wieder ausmachen. Ich meine, ihr seht dann nur diese AI-generierte Fratze von ihm, aber nicht, ne? Sieht ein bisschen aus wie wenn er in einem Saw-Film in irgendeinem Dungeon eingesperrt wäre. Die Füße wird er auch bald verlieren, dann passt das. Uwe ist dann der neue Jigsaw. Oh, ich schwöre, Spiel spielen. Ja, aber nee, einer das mit dem Bücherschreiben, da die bleiben lassen an deiner Stelle. Ne, ich habe Auszüge von Die Antwort auf die Träume gelesen. Da kommt nichts Gescheites dabei rum. Und machst dich sonst bloß wieder nur angreifbar. Wir wissen alle, was das dann wieder für Geschichten sind. Das sind dann immer wieder diese Geschichten, wo dann fragwürdige Altersgruppen, ne, Hauptrollen spielen oder wo es mit der Freiwilligkeit nicht so weit her ist bei den Protagonisten. Und natürlich geht es immer ums Bimsen und die Sachen passen halt nicht so wirklich gut zusammen. Ne? Aber das wird ihn nicht abhalten. Ne? Er ist der große Buchautor und ein verkanntes Genie. Und da kann er jetzt durchstarten und dann kriegt er richtig, richtig Geld. Da wird er dann als Autor irgendwann gefeiert. Und wenn es posthum ist, ne, dann hat wenigstens sein Erbe zurückgelassen. Und ihr habt das, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Es gibt ja genügend Autoren, die erst nach ihrem Tod dann mehr oder weniger ihren Durchbruch hatten. Zum Beispiel Howard Phillips Lovecraft ist so ein sehr gutes Beispiel dafür. Der war Zeit seines Lebens nie sonderlich bekannt oder berühmt oder sowas und der hat seinen Hype erst später bekommen. Ne? Aber dafür umso krasser. die Bücher veröffentlichen möchte, da habe ich die Es geht schon wieder gut los. Es geht schon wieder gut los. ähm,
da habe ich die, Come on, Rainer. Okay, ich stell's euch auf 1. Hier, warte mal, wo ist hier? Wiedergabegeschwindigkeit. So. Drehen wir ein bisschen hoch, ja? Er dattelt wieder im Hintergrund. Er will den Leuten von seiner großen Idee erzählen, wie er jetzt doch noch weltberühmter Autor wird. Und dann kann er das nicht, weil er nebenher gedattelt. Das wäre wie wenn ich hier das einfach durchlaufen lassen würde. Die ganze Gaudi. Und nebenher würde die Playstation spielen. Und dann würde er euch zwischendurch was erzählen. Und dann so, scheiße, wir wieder nicht. Ne? Ich spiele momentan Legend of Mana. Das ist ein bisschen weirdes Game. Ich glaube, dass die auf Substanzen waren, als die das Game gemacht haben, aber mit ziemlicher Sicherheit. Aber es ist trotzdem, der Vollständigkeit halber. Es ist kein schlechtes Spiel. Ist bisher das Schwächste von der ganzen Mana-Serie, das ich jemals gespielt habe. Aber es hat seinen Charme. Und, aber das ist definitiv unter Substanzgebrauch gemacht worden. Das kannst du mir sonst nicht anders erzählen. Ich meine, in der ersten Stadt, in die du reinkommst, triffst du im ersten Haus, an dem du vorbeikommst, ist ein Wesen. Das heißt Tipo. Und das ist eine riesengroße Teekanne mit einem Cockney-Dialekt. Random. Aber weiter zu Ihnen hier. Da geht es ja um Dark Fantasy, also da geht es auch so ein bisschen um Thema Vergewaltigung und so weiter. Ja, okay. Doch wieder das ist doch zu schnell. Wenn er dann einmal redet, geht es dann doch relativ schnell. Ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt, das geht schon wieder um nicht freiwillige Interaktionen der horizontalen Art. Ne? Klassiker bei Rainer. Er lernt es halt auch einfach nicht. Was er einen Backlash gekriegt hat für diese Prima Noctis-Scheiße, die er da damals rausgeknödelt hat. Aber nein, ne? Vollkommen wurscht. Let's fucking go. Machen wir nochmal. Das gehört einfach zu dem Genre Dark Fantasy. Ist ja nicht so, dass... Nein, das gehört nicht grundlegend zu dem Genre Dark Fantasy, Rainer. Rainer, du willst diese Geschichten schreiben und nennst sie dann Dark Fantasy, weil es manchmal in Dark Fantasy Geschichten auch vorkommt. Das hat aber nie, das habe ich auch schon 1000-mal gesagt, das hat aber nie den Grund, dass sich der Autor dieser Dark Fantasy Geschichten, wenn du jetzt Song of Ice and Fire nimmst, ne, ist ja sehr, sehr düster stellenweise. Und ich hoffe zumindest, dass sich ein George R. R. Martin nicht hingesetzt hat und sich gedacht hat, boah, ich darf schon gern so Geschichten schreiben, wo irgendwelche Leute gegen ihren Willen da verknuspert werden. Aber wie mache ich das denn, ohne zensiert zu werden? Dark Fantasy. Ich schreibe einfach ein riesengroßes Fantasy-Epos außenrum, um meine kranken Fantasien irgendwo an die Menschen zu bringen. Das denkt sich keiner. Das ist kein Grundlegend. Und es gibt Dark Fantasy-Geschichten, da geht es auch null darum. Da passiert das nicht einmal. Bei dir, Rainer, ist es so, du hast diese Fantasien und anstatt, dass du reflektierst und sagst, oh Moment, das ist nicht cool. Ne? Was mir gerade durch den Kopf geistert, ist nicht in Ordnung und potenziell gefährlich und ich sollte mir vielleicht Hilfe suchen. Stattdessen denkst du dir, boah, wie kann ich der ganzen Welt erzählen, dass ich so drauf bin, ohne dass mir einer was kann? Und die Energie, die du da reinsteckst, diesen Gedanken zu vollenden, ist Hanebüchen. Wenn du die Energie irgendwie in eine Ausbildung oder in deine Schulbildung gesteckt hättest, dann hättest du diese ganze Wannabe-YouTuber-Influencer-Scheiß überhaupt gar nicht machen müssen von vornherein. Dann hättest du einen super bezahlten Job, was heißt so, aber du hast einen gut bezahlten Job finden können. Ne? Dieser Ehrgeiz und diese Energie, ne, wenn es darum geht, seine perversen Gelüste in die Öffentlichkeit zu tragen und möglichst wenig Konsequenzen dafür erfahren zu müssen, diese Energie, wenn er in eine Karriere gesteckt hätte, oder, keine Ahnung, tatsächlich wirklich in seine YouTube-Videos. Nein. Nee, es hat nichts mit Dark Fantasy zu tun, Rainer.
ich jetzt selbst losgehe und irgendwelche Leute vergewaltige oder das auch gut heißt, das steht auch alles mit dabei in dem Blog, wo ich da geschrieben habe. Ah ja, die haben das selber jetzt auch, glaube ich, schon ein bisschen schneller gemacht, ne? Weil ich bin jetzt hier wirklich auf normaler Geschwindigkeit, Standard. Na, natürlich hat das überhaupt nichts damit zu tun, Rainer. Hat gar nichts damit zu tun. Ich sehe schon, das wird eine schwierige Nummer. Ich habe noch keine Minute hier unten reagiert und wir sind schon bei 10 Minuten im Video. Aber haben halt gleich wieder Leute angefangen, Terror zu beschädigen. Angefangen schon anzukündigen, dass sie mich in Kraft bringen wollen, raus, ich Scheiße. Ja, dass die das nur wundert. Natürlich, Leute mit einem halbwegs normalen moralischen Kompass hören das oder lesen das, was du in den letzten Jahren so ins Internet gepimmelt hast und deine Aussagen, ich möchte es nur noch mal ins allgemeine Gedächtnis rufen. Rainer hat Aussagen getätigt wie, im Tierreich machen sie es richtig, der Mensch ist ja eigentlich dumm, weil bei den Tieren fragt das Weibchen auch keiner, ob es will oder nicht. Ne? Und er ist der Meinung, der Mensch sollte das auch so machen. Hat er gesagt in einem anderen Discord-Mitschnitt, wo er sich wieder unbeobachtet gefühlt hat. Aber na, Rainer wird sowas natürlich niemals machen. Oder die WhatsApp-Sprachnachricht, die er was war das, Indigo-Bärchen geschickt hat. Wo er zugegeben hat, dass er sie gegen ihren Willen angefasst hat im Intimbereich, während sie geschlafen hat. Und das habe ich außerdem noch gesagt, dass ich halt schon Bücher gelesen habe und Geschichten halt gelesen habe, bei denen es halt noch viel härter und viel schlimmer zur Sache geht, als das, was ich. Rainer, diese Lülülü-Geschichte kann man schon debunken dadurch, dass du nicht liest. Rainer, du bist zu dumm zum Lesen. Jedes Mal, wenn du deine Let's Plays gemacht hast und es ist irgendwo ein Pop-Up-Fenster gekommen, ja, mit einem Text drin, 2 Sätze, wirklich auf Grundschulniveau und du bist 20 Mal drüber gestolpert. Rainer, du liest nicht. Diese ganze Scheiße kommt nur und ausschließlich aus deinem kranken Kopf und aus irgendwelchen Scheiß, den du dir im Internet zusammensuchst. Auf fragwürdigen Seiten. Geschrieben habe. Ich habe mir noch nichts also ich habe mir von den Büchern schon was gehört, aber nicht. Hi, Scheiße, warte. Das ist der Nächste, der zu dämlich ist, sein scheiß Mikro einzuschalten. Test. Hört man mich jetzt halt ohne Unterbrechung? Ja, ne? Ja. Achso, es kam so vor, als ob ich abgebrochen bin, weil ich die Empfindlichkeit etwas hochgeschraubt habe. Ja, sie war auch abgehakt. Und dass Rainer das nicht mitgekriegt hat, zeigt schon wieder, dass er halt einfach nicht zuhört. Er will den Leuten jetzt hier wieder nur sein Sermon erzählen. Und was die dann drauf sagt, ist ihm gerade scheißegal, sollen sie reden. Ne? Hauptsache die sind hier und hören ihm zu. Er hat wieder soziale Interaktion und potenziell irgendwelche Leute, die ihm ein bisschen die Barren hinausschmeißen. Damit er sich, und er will auch nicht irgendwie groß rauskommen, damit er sich halt diese scheiß Switch 2 kaufen kann. Aber Das ist gut. ja, Oder ich nehme an, vielleicht hat er auch schon bei Uwe oder sowas irgendwie, ne, sich Kohle geliehen und er muss jetzt schauen, dass Kohle reinkommt, damit er das abbezahlen kann. Irgend sowas in der Richtung ist es. Aber dass der aktuell wieder, ja gut, jetzt ist er wieder seit ein paar Wochen ist wieder Funkstille, aber dass er da zufällig genau dann wieder ans Tageslicht tritt, wenn die Switch 2 rauskommt, ne? Weiß ich nicht. ja, ich habe noch kein Buch gelesen. Hast du ja auch nicht. Rainer hat auch noch kein Buch gelesen. Das hat er behauptet, weil Lülülü. Die existieren ja noch nicht. Beziehungsweise sie existieren, aber es sind halt noch nicht irgendwo veröffentlicht. Ach so, okay. Ja, Rainer, es sind schon genügend von deinen Schandtaten, die du da geschrieben hast, veröffentlicht worden. Ist also bei weitem zu viel davon ist schon veröffentlicht worden. Ich hatte auf den Blog geschrieben, in dem ich habe ja in meinem Blog
also meinem anderen Blog, habe ich ja Nachrichten darüber geschrieben, Okay. was ich da vorhabe und was ich da schreibe und so weiter. Ja. Den hatte ich auch Und- gesehen. Genau, und da steht jetzt zum Beispiel bei das Königreich und auch bei Metal Dimension, und das wird tatsächlich so ausgesprochen, weil die meisten haben wahrscheinlich Metal Dimension gelesen, weil Metal Dimension mit Dimension ja gleich geschrieben wird. Ja, da schließt du wieder von dich auf andere, große Englisch-Lord. Ja? Also, keine Ahnung, Metal ist ja schon ein englisches Wort und wenn ich dann Dimension dahinter lese, dann spreche ich es automatisch Englisch aus, weil es ja Englisch angefangen hat. Ja? Äh, Da steht dabei, dass es Dark Fantasies sind. Außerdem, Rainer, hast du Metal-Verbot. Immer noch, ich habe es ja schon länger nicht mehr ausgesprochen, aber bis du was anderes von mir hörst, hielt es weiter. Rainer, du hast Metal-Verbot. Hör auf, unsere Szene in diesen Scheißdreck reinzuziehen. Wir wollen mit deinem Dreck nichts zu tun haben. Mit deinem PDF-File Vergenusswurzelungs-Bullshit, den du da rausknödelst. Ja? Das hat mit Metal gar nichts zu tun. Du bist krank im Kopf und brauchst Hilfe. Punkt. Also dass es da auch ums Thema Gewalt, Sexualität, teilweise auch Vergewaltigung und ähnliche Geschichten geht, aber halt auch um Mord, Totschlag, gerade in der Metal Dimension halt, weil es Alter, ich krieg jetzt dann gleich richtig Hasslatte. Was hat denn das? Das hat was mit Metal zu tun, oder? Gewalt und ne? Alter. Ganz ehrlich, ich da aber am liebsten. Ich da aber am liebsten wirklich. halt, das steht halt ein bisschen im krassen Gegensatz zu meinem Universum, was ich erschaffen will. Aber das ist halt letzten Endes so in dem Universum. Letzten Endes. Na, es steht nicht im krassen Gegensatz zu deinem Universum, weil auch dieses Universum hast du dir nur deswegen erschaffen, weil du einen Ort dir erträumt hast, in dem du schalten und walten kannst und diese kranken Fantasien ausleben kannst, ohne dass da irgendwann was weil du dann nämlich da der allmächtige Drachengott bist. Das ist der einzige Punkt. Du hast festgestellt, hier in der realen Welt, wenn du mit der Scheiße um die Ecke kommst, dann gibt's Backlash. Und zwar nicht zu knapp. Und zwar mit Recht. Und du hast dir vorgestellt, oh, du hättest so gern einfach eine. Deswegen haben die ja auch alle irgendwie eine hohe sexuelle Bereitschaft, die Viecher. Scheißegal, wie kindlich die ausschauen. Du kranker Bastard. Aktuell hier so eine Sache, die da auch einfach geht. Und das ist halt einfach so eine Idee von dem Buch gewesen, die ich geschrieben habe, oder den ich angefangen habe zu schreiben. Dem Buch, die ich geschrieben habe, Rainer. Ich weiß nicht, vielleicht lernen wir erst einmal Deutsch, bevor wir anfangen, Bücher zu schreiben. Wäre das vielleicht eine Idee? Und die möchte ich halt eigentlich irgendwann mal veröffentlichen. Und da ich momentan halt auch finanziell mal wieder auf die Beine kommen möchte und alles. Ja, daher weht der Wind. Daher weht der Wind. Barne müssen her. Barne, Barne und wieder Barne. Mir gedacht, wäre das doch eine ganz gute Idee. Ja, So. und wenn du dir das denkst, dann ist es der deutlichste Indikator dafür, dass eben eine brunzblöde Idee ist, Rainer. Das ist die Rule of Thumb. Wenn der Rainer sagt, das und das ist eine gute Idee, bloß nicht machen. Dann ist es die dümmste Idee, die jemals irgendjemand hatte. Warte mal kurz, was will der zu mir? Keine Angst, mir ist ja auch klar, dass Trommel nicht unbedingt die beste Art ist, Bienen zu erkennen. Ja, jetzt liest er schon wieder irgendeine Textbox im Hintergrund von dem Game, das er spielt. Ne? Und stolpert über jedes Wort und muss es wirklich mühsam Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe zusammensetzen. Mich wundert es, dass wir noch nicht das Wort was gehört haben. Und er hat uns gerade vor 2 Sekunden noch verzapft, dass er ja so viele Bücher gelesen hat. Im Dark Fantasy Bereich. Haben wir gelacht. Doch die Ausdauer, doch an Ausdauer nicht. Ach, der Ausdauer nicht, oder was? Habe ich keine Ausdauer nicht dabei? Was? Wer? Was? Was wird denn gespielt? Was ist da los? Was wird da gespielt? Ja? Aber ich glaube, in Sobis beim Uwe, da trifft das nicht zu.
wie der Spruch weitergeht, ha? Das sagen, glaube ich, einige Bilder. Von dem guten Mann. Zelda Tears of Kingdom. Da kennt mich nicht aus, leider. Ja, Also geil, Tears of Kingdom. Entweder hat er jetzt wirklich 3 Jahre gebraucht, um das durchzuspielen, oder er spielt es halt schon wieder zum 5. Mal. Ganz ehrlich, wäre mir's blöd, oder? Das wäre mir schon sauber blöd. Es gibt wenig Games, die ich mehr als einmal gespielt habe, aber dass ich dann wirklich innerhalb von 3 Jahren immer und immer und immer wieder dieselbe Scheiße spiele, das war halt damals auch der ganze selbe Krampf. Deponia 5-mal gespielt. Was aus Maneater? Maneater, das ist wieder Maneater gespielt worden. Dann hat er es durchgehabt, dann hat er es nochmal angefangen. schon, aber ich bin verwundert, habe ich keine Titel. Ich hab's mir immer gewünscht, aber mein Papa wollte es mir nie kaufen. Oh. Oh. Wie alt ist die, wenn sie sagt, Tears of the Kingdom wollte ihr Papa nicht kaufen? Rainer? Was hast du da wieder für Leute im Chat? Haben wir uns schon wieder mit sehr jungen Menschen umgeben, Rainer. Ist nicht so gut, ha? Rainer, du hast die Kohle nicht, um dich aus so einer Scheiße rauszukaufen. Bist du? Ich bin, wie alt? Ja. 28. Hä, wieso muss es dir dein Papa kaufen? Ja, Das ist eine legitime Frage, tatsächlich, Rainer. Ich bin erstaunt. jetzt halt nicht mehr. Jetzt habe ich einfach kein Geld und keine Zeit fürs zu zocken, aber halt Tears of früher Kingdom und so. kam ja als Tears of Kingdom kam bereits vor 3 Jahren raus. Na, ich meine allgemein Zelda. Ich habe noch nie einen Teil von Zelda gespielt. Noch ja. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Die Zelda-Games, die ich gespielt habe, feiere ich bis heute. Aber ich war dann auch irgendwann raus aus der Nummer. Nach der N64-Ära war ich aus der ganzen Nintendo-Schiene raus, weil ich festgestellt habe, okay, die haben ein Franchise, was mir interessiert, das sie exklusiv haben, das wäre Zelda, und dafür kaufe ich nicht überteuerte Konsolen, die deutlich schwächer sind, weniger können und sich scheiße bedienen, im Gegensatz zur Konkurrenz, die wirklich jedes Mal abgeliefert hat, ne, mit der Konsole, die wirklich gute Leistung bringt, mit einem stinknormalen Controller, wo man einfach seine Games spielen kann. Nicht leider. Wenn ich sowas höre, Knippel mit linker Hand drücken, auf dem das Tattoo von Triforce ist. Ich weiß, ich bin eine Enttäuschung. Aber Er muss kurz droppen, dass er sich ein Triforce-Tattoo hat stechen lassen, weil wir wissen alle, ob man Badass ist oder nicht. Das entscheidet sich ausschließlich an der Tatsache, ob du tätowiert bist oder nicht. Es tut mir leid für alle Reinhäutler da draußen, aber wenn ihr nicht tätowiert seid, sei einfach nicht cool. Ne? Hier, Rainer, der ist cool. Nee, ich bin auch zugehackt von oben bis unten, aber dass er da jetzt flexen muss, was erwartet der? Boah, cool, du hast ein Tattoo auf dem Handrücken. Boah, krass, super sexy, komm sofort vorbei. Und dann geht's los. also, da bist du nicht alleine. So, ich glaube, wir sind gerade beide ein bisschen Enttäuschung für Rainer, aber naja, gut. Ja, das gibt Schlimmeres. Aber dafür habe ich. Es gibt Schlimmeres, als eine Enttäuschung für alle zu sein. Rainer kennt sich aus, der spricht aus Erfahrung. Ich glaube, als der rauskommt, ich glaube, Rudi hat Rita nur deswegen nochmal ein zweites Mal geflankt, ne? Weil er sich gedacht hat, vielleicht kommt nochmal ein anständiges Kind dabei raus. Also, ey, beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, probieren wir es nochmal und danach lassen wir es kurz sein. Das ist so, keine Ahnung, wie wenn du sagst, oh, der erste Pfannkuchen, der währt nie was. Ja? Der ist ein bisschen zu fettig und unförmig und ein bisschen brennt an der Seite und ein bisschen nicht ganz durch auf der anderen Seite. Aber vielleicht wäre der zweite was. Jetzt haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Vielleicht hat sie dann auch bei der zweiten Schwangerschaft nicht gesoffen oder nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ha? Ich ganz viel Pokémon gesuchtet. Also da habe ich wirklich alles durch, Mann. Sehr gut. Sogar mein iPad wohl noch. Pokémon Schwert liegt ja auch hier. Die neueren Teile, weiß ich nicht, irgendwie, die verzaubern einen nicht mehr so wie früher. Irgendwas fehlt da, finde ich.
Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich habe halt damals, als Pokémon aufgekommen ist, diese Blue Edition mir von einem Späßel ausgeliehen und habe das gespielt. Auf dem Gameboy. Und wie gesagt, danach war ich mehr oder weniger raus aus dem Alter. Aber hey. Weiß noch nicht was. Das ist normal. Naja, das mit den Büchern macht mich auf jeden Fall noch nichts. Ich im Moment. Mal schauen, Was sagt er? Ich verstehe kein Wort. Was will er? wie ich das letzten Endes überhaupt mache. Geplant ist ja eigentlich, dass ich das Ganze Warum muss ich gerade an den kleinen Nihilisten denken? Friedhof der Nuscheltiere. im Sommer veröffentliche, aber nachdem wir jetzt schon die ersten paar Tage bloß mit dem Blog angekommen sind, den ich da veröffentlicht habe, wo ich rausgehauen habe, bin ich da schon nicht mehr so sicher, ob ich da noch irgendwas in die Richtung machen soll. Ja, Rainer, aber das Problem ist ja, die Erkenntnis ist ja gut. Ne? Also, oh, du hast deinen Blog rausgeknödelt, die Leute haben den entdeckt, du hast Backlash gekriegt, wie immer, und auch zu Recht. Und jetzt bist du dir nicht so sicher, ob du weitere Sachen veröffentlichen willst. Problem, du hast halt kein Langzeitgedächtnis irgendwie. In ein paar Wochen ist das wieder vergessen und dann kommt, einen Blog könnte ich machen. Oh ja, und da schreibe ich rein, was mir alles so durch den Kopf geht. Und dann findet das wieder irgendjemand und dann fängt der ganze Scheißdreck wieder von vorne an. Ne? Das haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren permanent gehabt. Der wievielte Blog war das jetzt? Ich glaube, es war der 3. Blog. Und dann war es noch einmal unterwegs auf dieser komischen Dating-Plattform, auf dieser österreichischen für Leute mit Kink. Wo sogar die Leute dir gesagt haben, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast und dich trollen sollst, und zwar flotto. Das war auch die Kommentare, die er unter der Scheiße, die er da reingeschrieben hat, gekriegt hat von den Leuten aus dieser Kinky-Szene. Gold. Weil er immer erzählt hat, ja, ihr kennt euch bloß nicht so aus und in diesen Szenen ist dieses und jenes ist da ganz normal in der und der Szene, weil er ist ja in jeder von diesen Szenen ist er der Horm, genauso wie in der Metal-Szene. Rainer, du hast Metal-Verbot, ne? Um es nochmal gesagt zu haben. Aber dann ist er wirklich in einer Forum oder was das war oder Social Media Plattform für Leute aus genau diesen Szenen hier, diese ganzen Kinks, SM, ich kenne mich da nicht aus, ne? Aber sogar die haben ihm gesagt, du laberst Scheiße und du hast keinen Plan von dieser Szene und bitte verpiss dich, du wirfst ein schlechtes Licht auf uns. Genauso wie jetzt hier mit deinem Dark Fantasy Bullshit und deinem Metal Dimensions, wo ich schon wieder Hasslatte krieg. Also ich habe es eigentlich für eine gute Idee gehalten. Ich meine, so Dark Fantasy, das ist ja jetzt auch nicht wirklich also klar, es ist Fantasy, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied zu Dark Romance und das wurde ja in letzter Zeit relativ stark gehypt, deswegen verstehe ich jetzt. Ja, hören Sie bitte auf, ihm in sein fettes Arschgebirge zu kriechen. Und diese Dark Romance Scheiße, ich habe neulich erst ein Video gemacht über Twilight, was das für ein räudiger Scheißdreck ist. Und ganz ehrlich, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, werde ich mir 50 Shades of Grey nicht anschauen. Und ich werde nicht darüber sprechen und ich werde mein Gehirn frei von diesem Bullshit lassen. Ne? Weil mein Verstand hat sehr, sehr gelitten unter der ganzen Nummer, dass ich mir Twilight angeschaut habe. Ich habe jetzt echt das Gefühl gehabt, ich werde jede Minute dümmer. Oh, ich müsste nur die Kommentare noch durchlesen zu dem Video. Das habe ich verpennt in letzter Zeit. Mache ich danach noch. Ehrlich gesagt nicht, warum dann jetzt darauf rumgehackt wird, dass das halt so dark ist. Ich meine, es ist halt ein Genre. Ah, schön. Reiners Wording übernehmen, rumhacken. Ne? Weil wir uns ja offensichtlich in Kindergarten- oder Grundschulkreisen befinden. Liebe Lady, ich weiß nicht, ob du die Freundin aus Denken bist oder was auch immer. Rumgehackt wird unter Erwachsenen nicht. Unter Erwachsenen wird kritisiert. Ne? Ja, alles von mir kommt, deswegen gehen sie da so ab. Und Nein, Rainer, ist mir scheißegal, von wem das kommt. Und keine Ahnung, wenn mein Lieblingsmensch auf der ganzen Welt diese Prima Noctis-Scheiße ins Internet gestellt werde, hätte ich gefragt, hast du noch alle Latten am Zaun? Was stimmt nicht mit dir? Geh und such dir Hilfe. Ne? Ist scheißegal, von wem das kommt. Dieser Mist, den du da ins Internet pimmelst, ist halt einfach nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung. Scheißegal, wie sehr du es dir einredest und wie gern du das hättest, dass du in einer Welt leben würdest, in der das Usus ist. Aber das ist nicht in Ordnung. Und das wird Backlash in unserer Gesellschaft geben. Und das zu Recht. Und nicht genug. Dich hätten sie damals schon einsperren sollen nach der Prima Noctis-Scheiße, nachdem sie da deinen scheiß Computer konfisziert und nicht untersucht haben. Ist scheißegal. Keine Ahnung, irgendeine öffentliche Person, die ich sehr schätze, Keanu Reeves. Wenn der sowas veröffentlichen würde, dann würde ich genauso darüber reden wie bei dir. Aber das macht er nicht, weil er kein räudiger Bastard ist. Dark Fantasy oder Dark Romance kommt aus selber raus, also in dem Zusammenhang. Also es hat halt, also gerade also Metal Dimension ist ja vor allem ein postapokalyptisches Szenario. Aber zum Beispiel. Postapokalyptisches Szenario. Sehr praktisch für Rainer. Da gibt es nämlich keine Regierung mehr. Und dann gibt es nämlich auch keine Gerichte mehr. Und dann kann ja keiner mehr anzeigen dafür, dass er die Scheiße macht. Na, endlich seine Ruhe. Rainer, postapokalyptisches Szenario heißt Survival of the Fittest. Und ich weiß nicht, wie du deinen Fitnessindex bewertest, aber ich glaube, du bist relativ schnell raus aus der Nummer. Und zum Bimsen kommst du dann auch nicht. Das Königreich basiert auf sehr starken Dark Fantasy bzw. Dark Romance Punkten auch. Das sind eigentlich halt Punkte, die auf beides hinauslaufen. Weil ich habe das ja angesprochen in dem Buch, gibt es ja Metal Dimension, das Königreich gibt es ja das sind ja vor allem Kurzgeschichten bei dem Buch. Und bei dem gibt es ja die Kurzgeschichte der Jäger. Und das ist halt so, dass es halt alles relativ human anfängt. Dann wird halt viel über die Goblins gesprochen, die halt, schaut ja Animes? Wenn ich jetzt Nein sage, bin ich dann wieder eine Enttäuschung. Nein, aber es ist halt letzten Endes in dem Fall halt. Ladies and Gentlemen, letzte Endes. Teilweise wichtig. Ja, aber natürlich bist du eine Enttäuschung für ihn, wenn du keine Anime schaust, aber auf der anderen Seite ist er auch ganz froh drüber, weil dann kannst du nicht wissen, wo er überall hier Plagiatslord gespielt hat und aus welchen hanebüchenen Geschichten er da wieder irgendwelche Sachen geklaut hat. Und ich erinnere euch nochmal, da gab's, hat Serial damals, das gibt's sicher noch auf Odyssey oder sowas, ich glaube Serial hat mal auch das behandelt, wo es darum ging, wo es geleakt wurde, welche, weil sie irgendwie seinen X-Hamster-Account oder irgendeinen von diesen Himmelseiten-Accounts gehackt haben und rausgefunden haben, welche Sachen er damit gefällt mir markiert hat. Und da waren sehr, sehr, sehr viele Sachen dabei, die eben in die PDF-File-Richtung gehen. Ne? Um das auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Weil die Inspiration halt durch eine Anime entstand. Inspiration, genau, so. Plagiat, Inspiration, das ist so wie Lobbyismus und Korruption, ne? Potato, Alter. Also, kurz zusammengefasst, es ist halt so, dass es gibt ein Anime, der nennt sich Goblin Slayer, so. Und da ist halt eine von den ersten Szenen, die du in diesem Film in dieser Serie hast, so dass eine Frau, also eine Priesterin, sich einer Gruppe von Abenteurern anschließt, auf Goblinjagd zu gehen. So typisches adventure Abenteuer halt. Und da die sich nicht so gut auskennen und noch rechte Anfänger sind, gehen die in so eine Goblinhöhle rein, werden von Goblins überfallen, weil die nicht kapieren, dass die da an einem Durchgang beigelaufen sind. Ja, das ist eine Geschichte, die könnte dir auch passieren. Keine Ahnung von nix, trotzdem auf Goblin-Jagd gehen, in die Goblin-Höhle und dann komplett blindsided, oh scheiße, wir sind von Goblins überfallen worden, in der Goblin-Höhle, während wir auf Goblin-Jagd waren. Wer hätte jetzt damit rechnen können? Ja, das ist genauso blindsided wie damals, wo dann irgendwann Energy gekommen ist und gesagt hat, Herr Winkler, das ist jetzt 5 Jahre her, haben Sie vielleicht vor, irgendwann einmal Ihre Stromrechnung zu bezahlen? Ja, wie?
den sie nicht gesehen haben, werden dann überfallen. Der Mann wird getötet, eine von den Frauen wird getötet und eine von den anderen Frauen, das sind 3 Frauen und ein Mann, die eine Frau wird vergewaltigt halt. So, und so ein bisschen in diese Richtung geht es halt. Ja, ganz toll hört sich das an, Rainer. Richtig gute Geschichte. Da richtig Bock, das zu lesen. Das klingt irgendwie so ein bisschen Hentai-mäßig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nee, es klingt krank. Es klingt so, als hätte wer auch immer das geschrieben hat, ein massives psychisches Problem. Und wer auch immer das so sehr feiert, dass er sich das als in Anführungsstrichen Inspiration nimmt, um seine eigenen kranken Fantasien ins Internet zu pimmeln, sollte meiner Meinung nach in Gewahrsam genommen werden. Ne? Vor den Leuten sollte man die Gesellschaft schützen. Ich glaube, also jetzt oute ich mich gerade übelst, aber ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Also bei die Szene kannst du, oder wenn du Pornos anschaust, kann es sein, dass du die Szene schon mal gesehen hast. Aber also die Serie selber ist halt hat halt nichts mit Hentai zu tun. Das ist halt lediglich die erste Szene, damit man halt begreift, wie krank Goblins eigentlich sein sollen. Okay, verstehe. So, und in meinem Buch ist es aber so, dass die Goblins eigentlich gar nicht böse sind. Alter, Rainer, wie krass kann man sich selber exposen, Alter? Wie krass kann man sich selber exposen? Ich fasse mal zusammen, was er gerade gesagt hat. Folgendes. Ich hab da irgendein Hentai gesehen, in der sich Goblins an einer Frau vergangen haben, nachdem sie alle ihre Bekannten und Freunde und sowas abgeschlachtet haben. Und ich habe mir gedacht, mit diesen Goblins kann ich mich identifizieren. Ich glaube, ich schreibe eine Geschichte aus deren Sicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie gar nicht so böse sind. Alter, das ist wie wenn du eine, sagst, ja hier, keine Ahnung, der Kannibale von Rothenburg, so, ja, schon irgendwie seine Gründe, also ein schlimmer Mensch war das ja gar nicht. Können wir mal vielleicht irgendwann einmal eine Geschichte über den Zweiten Weltkrieg aus Hitlers Perspektive sehen? Naja, er hat recht gehabt. Was für ein Bullshit, Rainer. Hat dir irgendjemand massiv ins Hirn geschissen? Ah, okay. Ins Vakuum geschissen. Ich glaube, wenn man Rainer ins Ohr kackt und ihm vorne auf die Nase haut, dann ist das wie so eine Flugzeugtoilette, was die so mit so Unterdruck die Scheiße reinzieht. Und so hat Rainer das bisschen Wissen zusammengeknödelt, was er in seinem scheiß Spatzenhirn zusammengesammelt hat. Das kann doch dein scheiß Ernst nicht sein, dass du dir denkst, ja, das ist eine fürchterliche Geschichte, lass mal die Monster, die das getan haben, vermenschlichen und die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. Weil ich mich mit denen so gut identifizieren kann, weil ich hätte dasselbe gemacht, wenn sich mal irgendeiner in meine Goblinhöhle Schanze getraut hätte. Sie vergewaltigen sie morden, weil es halt in der Welt einfach so passiert, weil es halt auch andere machen. Aber die Goblins... Ach, weil es auch andere machen. Ach ja, dann. Das ist auch immer ein gutes Argument. Warum hast du das gemacht? Ja, andere haben das auch gemacht. Ach so, ja dann. Na dann. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber es gibt einen Haufen kranke Motherfucker da draußen, die schon ganz schön viel Scheiße gebaut haben. Ne? Und keine Ahnung, bloß weil ein Jeffrey Dahmer oder sowas irgendwas gemacht hat, heißt das nicht. Oder ein Jeffrey Epstein. Jeffrey scheint wirklich ein scheiß Name zu sein. Aber heißt das nicht, dass es okay ist, das zu tun. Nur weil es irgendjemand schon mal vorher gemacht hat, Rainer. Selber haben eigentlich ein sehr starkes Ehrgefühl. Okay. Das Problem ist... Sehr starkes Ehrgefühl, das wissen wir. Aus der Geschichte. Vergewaltiger haben immer ein sehr starkes Ehrgefühl. Das sind richtige Ehrenmänner. Alter, was stimmt nicht mit dir, Rainer? Rainer, was stimmt nicht mit dir? Das Problem ist, die Goblins, genau wie es in meinem Buch zum Beispiel, also in meinem Buch ist zum Beispiel in meinem Universum der Fall ist es halt so,
dass die, Ja, wie sagt man, ja, wie sagt man jetzt, ha? es ist halt so, dass die letzten Endes gezwungen Letzten sind, sich Endes! halt Menschen. Die sind gezwungen. Ach so, die können ja nichts dafür. Natürlich, das ist ja wie bei dir. Deswegen kann er sich so identifizieren. Die sind ja gezwungen, sich das mit Gewalt zu nehmen, weil die ja so greiselig sind und keine sie ranlässt sonst. Das ist ja wie bei ihm. Die leben in einer stinkenden Höhle und nehmen sich das dann mit Gewalt, weil es anders nicht geht. Super, Rainer. Toll. Jetzt habe ich es verstanden. Bin ja auch im Fanclub. Jetzt musst du noch irgendwie schauen, dass die Leute noch mehr damit identifizieren können. Mach aus dem Goblin-Clan irgendwie, mach so wie bei Harry Potter. Die haben dann 4 verschiedene Häuser oder sowas, ne? Und die haben dann verschiedene Eigenschaften. Die einen, die machen hier die sneaky Vergenusswurzelungen und die anderen eher die brutalen. So, die einen betäuben erst und die anderen schlagen vorher zusammen. Und dann machen wir da ein eine lustige Kinderbuchserie draus. Du Räudiger. Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Frauen zu suchen oder eventuell auch Elfen oder ähnliches, Elfen, ja, um sich halt beide. fortzupflanzen. Weil es sind halt rein männliche. Ja, die haben, bei denen gibt es keine weiblichen Goblins, es gibt nur männliche Goblins. Davon gibt es 3 Arten. Es gibt einmal die normalen Goblins, da gibt es die Hobgoblins und dann gibt es noch die Goblin Lords. Ja, okay, also das sind jetzt die Goblin-Hogwarts-Häuser offensichtlich. Okay. 3 Arten von Goblins. Die Hobgoblins sind älter und stärker und also die werden als solche geboren. Die entwickeln sich halt oder so, sondern die werden als solche geboren. Die normalen Goblins sind sozusagen die kleinsten und schwächsten. Die Hobgoblins sind etwas größer und stärker. Und dann gibt es halt noch die Goblin Lords. Und von den Goblin Lords gibt es ganz wenige. Und Goblins bauen in erster Linie kleine Lager auf. Und leben halt meistens in kleinen Lagern. Weil das halt ein bisschen einfacher ist für sie, weil sie halt das Lager leichter abbrechen und woanders hingehen können. Und Ja, wenn die Polizei kommt, Alter Schwede. Rainer, such dir Hilfe. Ganz ehrlich, such dir Hilfe. wenn es woanders hingehen, haben sie halt den Vorteil, dass sie halt sich auch ein bisschen vor den Jägern, vor den Helden, vor den Typen, wie auch immer, verstecken können. Und weil Abenteurer kommen und die halt töten. So, und die haben ja, wie gesagt, auch keine große Wahl. Letzten Endes ist es aber so, dass Goblins Die haben keine Wahl, die können nichts für. Merkt's ja, ist wie bei Rainer, die können da gar nichts dafür. Die sind missverstandene Seelen. Die halt einfach gern vergewaltigen, Digga. Das ist halt deren Ding, so. Da können sie nichts dafür. eigentlich in ihrer Kultur halt auch einfach so sind. Also die Goblins, die haben halt quasi einfach schlicht keine. Bei denen ist es halt normal, dass sie sich halt nehmen, was sie wollen. So, auch untereinander. Also die nehmen sich auch gegenseitig. Die haben da keine Skrupel, weil das halt bei denen einfach so ist. Ja, und damit kannst du die identifizieren. Das ist lustig. Ich weiß nicht, wie man da drauf gekommen ist. Aber so wie ich es jetzt. Rainer ist da vollkommen von der Lande drauf gekommen. Ich habe gesagt, ja, wie läuft denn das mit deiner Dark Fantasy? Und dann sagt er, ja, dann fängt er an, sich um Kopf und Kragen zu reden. Kragen, haha. Kopf und Doppelkinngebirge, keine Ahnung. Aber dann fängt er an. Ja, Dark Fantasy, ja, da geht's um Bimsen. Meistens nicht freiwillig. Und die Leute, die das tun, eigentlich ganz dufte, missverstandene Typen. Alter, wie man sich selber so exposen kann. Ah, ja. Die sind das so gewohnt. Ja, okay, also ich verstehe, von was du redest. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte das schon mal irgendwo mitbekommen. Also als wäre mir dieses Konzept irgendwie bekannt. Kann ich das so nicht sagen. Aber ich habe keine Ahnung, wo, wirklich. Kann schon sein, also es gibt halt öfter mal so diese Sachen, das ist halt typisch missverständliche Geschichten sind. Gerade wenn du halt verschiedene Arten von Individuen und so hast. Aber
letzten Endes läuft es bei meinem Universum halt generell auf andere Geschichten hinaus, so, weil es ist wie gesagt nicht böse oder gut, es ist halt einfach die Liebe. Jetzt ist erstmal wieder einfach nur Worthülsen rausgeschwallt worden, ohne Sinn und Verstand, Hauptsache die Luft scheppert. Mal einfach anders. Und da wird halt dann der Jäger nach einer gewissen Zeit, mit einigen Ereignissen, wird der Jäger halt von Goblins gefangen genommen. Und wie es halt so ist, die nehmen sich normalerweise vor allem menschliche Frauen halt, aber manchmal auch Männer, wenn sie da Interesse oder so haben. Und so passiert es halt, dass die den Jäger gefangen nehmen. Und daraus entsteht dann die Situation, dass sie sich den halt gefangen nehmen, dass sie den einspannen und dann halt auch sich regelmäßig halt daran mit ihm begnügen, wie sie halt lustig sind. Ich hab kurz die Hoffnung gehabt, dass er wenigstens sagt, sich an ihm vergehen. Ne? Aber er hat gesagt, mit ihm vergnügen. Das spricht schon wieder Bände darüber, was in seinem kranken Kopf vonstatten geht. Und weiter geht das Ganze dann damit, dass sind auch 2 Frauen mit ihm gefangen. Und was man dazu sagen soll, ist, dass Goblins, wenn sie sich paaren, deutlich schneller, das ist auch an Goblins sehr angelehnt, also ein Goblin-Kind wird wesentlich schneller geboren. Ne? Die ist nur wenige Monate schwanger und dann ist es halt schon soweit, dass das Kind geboren werden kann. Und dementsprechend schnell wachsen sie natürlich auch körperlich und alles. Und bei denen ist es dann auch so, dass die dann halt recht schnell merken, dass sie schwanger sind, trotzdem halt immer wieder sich die Goblins mit denen vergnügen, bis halt das Ende die Kinder gibt. Vergehen, Rainer. Vergehen. Ach so, ja, man muss ja aus der Sicht der Goblins sehen, ne? Vollkommen klar. Geboren werden. Sobald die ersten Kinder geboren sind, stellt sich dann halt heraus, dass die Frauen sich plötzlich anders verhalten, den Goblins gegenüber. Die haben dann eine eher freundliche oder halt auch. Alter, du willst mich doch jetzt bitte verarschen. Du willst mich doch jetzt bitte. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das hier wieder so eine, die wissen nur nicht, dass sie es eigentlich selber wollen, Nummer? Kann da bitte jemand hingehen und den einknacken? Das ist wieder Prima Noctis all over again. Nur mit ein bisschen Zeitverschiebung, ne? Bei Prima Noctis war es in einer Nacht, dass sie gemerkt hat, eigentlich findet sie es ganz toll. Und jetzt dauert es halt ein paar Monate, bis das Goblin-Balk geworfen wird. Aber dann finden sie es auch gut. Das ist unfassbar. Ja, die lassen sich dann halt auch natürlich auch nehmen. Also das ganze Verhalten hat sich nicht geändert. Die haben halt dann nicht mehr diesen Widerwillen. Okay. Und das Haben nicht mehr diesen Widerwillen. Wie autobiografisch willst du das haben, Rainer? Ja. Das ist, glaube ich, wirklich bei Rainer im Kopf, dass ich denke, einmal, wenn ich es durchziehen kann, dann, ich glaube, das redet er sich ein. Boah, Leute, ich hoffe bloß, dass nie wieder irgendeine Frau den Fehler macht, dass die zu dem irgendwo geht und womöglich noch über Nacht bleibt. so. Und es stellt sich daraus, dass das zum Teil an dem Ort liegt, in dem sie leben, also an dem die Goblins sie verschleppt haben. Und zum Teil liegt es daran, dass die Geburt der Kinder bei den Frauen ja so eine Art Muttergefühle auslöst, beziehungsweise halt die Goblins selbst in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul, Rainer. Hast du mal mit Vergewaltigungsopfern gesprochen, die davon schwanger geworden sind? Da verspreche ich dir, keine davon hat das Kind bekommen und sich danach gedacht, ja, eigentlich hat er ja recht gehabt. Das ist unfassbar, was in seinem kranken Kopf vonstatten geht. Und das stellt halt dann der Jäger natürlich auch mit der Zeit fest. Merkt aber selbst auch, dass sein eigener Widerwille gegenüber den Goblins nicht mehr so stark ist, wie er anfangs war, weil er sie nicht so eingeschätzt hat, weil es ist nicht ein Vorfall passiert. Und jetzt ist das Buch natürlich komplett zu erklären. Aber es gibt dann einen Vorfall, der passiert, bei dem die Goblins ihn kurz aus seiner Zelle lassen und er jemanden ja, nicht tötet, aber schwer verletzt, den sie auch gefangen genommen haben, der später quasi dazu gekommen ist, der ihn stark beleidigt hat. Und die Goblins
Wow, ich bin gerade sehr überfordert von den ganzen Informationen. Ja, bitte sorgt dafür, dass er aufhört, über dieses Thema zu reden. Wir können lass ihn über irgendwas anderes reden. Er macht sich immer zum Obst. Können wir vielleicht irgendwas, was vielleicht einmal lustig wird? Ne? Hier, keine Ahnung, wie damals. Dreistellig sind der Tausenderbereich oder so ein Krampf. Irgendwas Lustiges. Das ist deprimierend, Leute. Aber ja, das klingt echt spannend und ich finde es echt krass, wie du dir das so, weiß ich nicht, wie du dir das alles so vorstellen kannst und wie du das alles in deinem Kopf dann so zusammengebracht hast. Ja, weil er sonst nichts Besseres zum Tor hat, ha? Das ist ein Arbeitsloser, der in Hinterpfudeifel im sächsischen Hinterland in einem Drecksloch hockt, das nach Rattenscheiße stinkt und den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als sich seine komischen Gewaltfantasien da durch den Ogerschädel zu rendern. Probleme, mich zu konzentrieren und sowas. Und sind viele Infos. Und ich zocke halt nebenher noch, ne? Das könnte ich echt. Ja, ganz toll, du bist ein richtiger Held. Du kannst ja diese grundwiderlichen, menschenverachtenden, grenzwertig strafrechtlich relevanten Scheißgeschichten ausdenken und nebenher noch zocken. Ein Spiel, das du wahrscheinlich schon 10-mal durchgespielt hast. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du bist ein richtiges Multitalent. nicht. Wirklich, ich kann gerade nichts nebenbei machen. Also wirklich Props an dich. Multitasking. Aber ich ist schon so. Das sagt nämlich Frauen sind multitaskingfähig und Männer nicht. Nicht alle. Nicht. Ja, die hat alle Hände voll damit zu tun, sich die Bilder wieder aus dem Kopf rauszulöschen, die du da gerade reingepflanzt hast. Also es läuft ja letzten Endes darauf hinaus, dass halt die Goblins nicht so böse sind, wie sie ursprünglich gedacht haben, aber halt die Art und Weise, wie sie zu den Goblins gekommen sind, halt einfach für die Menschen unvorstellbar war. So widerlich. So, zumal die eben auch die Vergewaltigungen so durchgeführt haben. Letzten Endes haben die sich aber dann auch letzten Endes freiwillig den angeschlossen. Und am Ende von den Ja, das ist die Moral von der Geschichte, ne? Es ist einfach nur oft genug mit Gewalt machen, dann lachen sie es irgendwann auch freiwillig. Einfach so lange, bis das Stockholm-Syndrom kickt. Das ist die Moral von der Geschichte. So will er leben, der Rainer. Jetzt wissen wir auch, wo der Gedanke, wo ja der Vater des Gedanken war, mit seiner Kommune damals, mit seiner ganz harmlosen Kommune. Also wenn die Geschichte endet die quasi auch mit dem Tod des Jägers, aber nicht, weil er sich gegen die Goblins stellt, sondern weil er die Goblins bzw. die Kinder der Goblins beschützen will und Abenteurer aufgetaucht sind, um die Goblins auszulöschen und die dann hergehen und halt auch die beiden Frauen und halt, oh nein, gut Mord. Also auch die beiden Frauen und halt ihn töten. Ich hätte gedacht, die eine Frau ist von den Goblins getötet worden. Das hast du am Anfang gesagt. Okay. Weil sie sich halt auf die Seite der auf die Seite der Goblins stellen, sozusagen. Ja, es hat ja dann irgendwie auch so was Tragisches an sich. Das finde ich gut. Also ich finde das gut, wenn Bücher auch nicht nur so Happy Ends haben, sondern ja, so ein bisschen was Besonderes. Ich meine, das Leben ist... Boah, hör auf, ihm das Arschloch zu lecken. Ganz ehrlich, das kann doch die Wahrheit nicht sein. Frag den mal, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Oder ob er heute irgendwie mit dem Kopf irgendwo stark dagegen gestoßen ist oder so. Keine Ahnung, vielleicht hat ihm ja Uwe im Zorn die Bierflasche an den Klöterkopf geschmissen. Und Spatzenhirn hat so stark erschüttert, dass er jetzt hier diesen Bullshit vom Stapel lässt. ja auch nicht immer nur schön, ne? Also... Ja, das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Also das Buch soll ja nicht... oder die Geschichte soll ja ein Tagesende nehmen. Ja, nein. Diese Geschichte soll Vergewaltigung normalisieren. Das ist das, was die Geschichte soll, Rainer. Das ist widerlich. Und wie gesagt, das ist ja eine Kurzgeschichte. Das heißt, das Teil hat ja ungefähr... Ja, Gott sei Dank ist es eine Kurzgeschichte. Zum einen muss es eine Kurzgeschichte sein, weil er, wenn, das ist, ne? Videos auf X Hamster Pornhub und sowas sind ja auch immer bloß meist 10 Minuten oder so lang, ne? Wenn er dann fertig ist, dann hat er ja fertig geschrieben, so. Ist ja, muss ja eine noch dazu ist ja gar nicht viel Fleisch dran. Weil es geht ja gar nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Es ist ja kein Fantasy
Buch oder eine Fantasy-Geschichte. Es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern es geht darum, seine eigenen kranken Wix-Fantasien ins Internet zu pimmeln. Für 80 Seiten oder so insgesamt. Das ist halt nur die Kurzgeschichte. Wobei das schon teilweise wieder eine sehr lange Kurzgeschichte ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber das reicht halt. Das ist so, es fängt ja damit an, dass der Jäger mit seiner Ausbildung als Jäger erst anfängt. Dann Ja. lernt er eine Frau kennen. Die Frau stirbt dann an einer Krankheit. Daraufhin wird er unvorsichtig, woraufhin ihn dann Wir raten, das Goblin-Aids. die Goblins gefangen nehmen. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass er eben von den dann eben sich den Goblins anschließt, die Goblins hilft und am Ende eben auch noch stirbt. So ist Ja. dann quasi die Backstory des Ganzen. Crazy. Ja, verstehe. Wow. 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 Übrigens, wenn ihr euch eine Serie anschauen wollt, die dieses Thema, sagen wir mal, halbwegs anständig behandelt, dann schaut euch The Boys an. Ja, da geht es nämlich auch darum, dass irgendein übernatürliches, übermächtiges Wesen sich da vergeht, ne? Und wie dann die Menschen damit damit umgehen, ne? Ihr Mann und sie selbst etc. mit dem Kind und ne? Und nicht hier diesen Bullshit. Wow, das war wirklich gerade viel für meinen Kopf. Oh Mann. Ich bin etwas sprachlos gerade. Und das ist nicht gut, wenn man im Voice-Chat ist und man sprachlos ist. Das ist auf jeden Fall nur eine der vielen Geschichten halt, ne? Ja, ich bin richtig gespannt auf den Rest von den vielen Geschichten. Weil mich die erste ja noch nicht genügend zum Kotzen gebracht hat, Rainer. Also, das war eine Kurzgeschichte von den ganzen Geschichten, die innerhalb des Ganzen stattfinden. Eine andere ist zum Beispiel die Geschichte. Okay. Ich glaube, das ist jetzt der perfekte Punkt, um den ersten Cut zu machen. Ja, da muss ich mir wieder aufschreiben, 17 Minuten 56 Sekunden. Da machen wir dann das nächste Mal weiter. Weil nochmal so eine Geschichte überlebe ich nicht. Und wir sind jetzt schon seit einer knappen Stunde bei der Nummer dabei. Ich habe mir das runtergeladen. Ich hoffe, ich kann das dann noch abspielen, wenn es irgendwann mal rausgenommen wird aus dem Internet, weil das wird es. Ich werde da Zeit lang brauchen für diese 3 Stunden Bullshit, die da, also wenn das so weitergeht. Es kann auch gut sein, dass dann zwischendurch einmal 10, 15 Minuten belangloser Scheißdreck gelabert wird. Dann gibt es natürlich auch weniger Kommentar meinerseits und dann kommen wir da schneller durch. Aber wir haben jetzt für die erste Viertelstunde haben wir jetzt 1 Stunde Material raus und ich kann auch nimmer weiter. Ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal so eine Geschichte höre, dann mache ich irgendwas kaputt. Dann ist vorbei. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Auf gar keinen Fall. Und wenn ihr solche Gedanken habt, ich meine das jetzt vollkommen ernst, so jetzt mal Spaß beiseite, wenn ihr solche Gedanken habt, wie Rainer, dann schreibt keine Bücher, verteilt die Scheiße nicht im Internet, sucht euch Hilfe. Ich bitte euch darum. In diesem Sinne, Leute, mehr Love.